geschlafen hat er in einer alten Wäschzeine und manchmal hat ihn das Bärbeli im Babywagen gelegt und ist mit ihm spazieren. Ein Pummerli hat das alles so gefallen, dass er am liebsten immer beim Bärbeli geblieben wäre. Aber einmal ist der Christoph auf Besuch gekommen. Und der ist schon in die 4. Klasse gegangen und hat nicht mehr an Osterhasen geglaubt. Er schaut den kleinen dicken Hase ganz verächtlich an und sagt: «Osterhase geht's doch nicht. Und der ist überhaupt viel zu dick für einen Hase. Das ist doch bloß ein Krüngel.» Und jetzt müsst ihr wissen, Kinder, das ist das Schlimmste, was man einem Osterhase sagen kann. Er sei ein Krüngel. Das ist viel schlimmer, als wenn man einem Menschen sagt, er sei ein Kamel oder ein Aff oder ein Esel. Und darum ist er noch am gleichen Tag zu seiner Zeine rausgekumpelt, wo das Bärbeli mal nicht geschaut hat, und ist in langen Sätzen zum Wald zurückgekopst. Die Hasenmutter und alle anderen hatten eine schüllige Freude gehabt, dass er wieder gekommen ist. Ja, sie haben schon gemeint, es sei ihm etwas Schlimmes passiert. Und das Bärbeli, das weiss heute noch nicht, ob wirklich einmal ein richtiger Osterhase in seinem Nest war oder ob es nur geträumt hat.